ersten Schritt erwärmt ihr die Milch, bis sie lauwarm ist, fügt die zerbröckelte Hefe hinzu, den Zucker und 2 Esslöffel vom Mehl. Vermischt die Zutaten gut miteinander, deckt die Mischung ab und lasst sie etwa 5 bis 10 Minuten gehen. In das verbleibende Mehl gebt ihr das Salz, Öl und die gegangene Hefe mit der Milch. Aus den Zutaten verknetet ihr einen Teig, der kompakt ist und der nicht an der Arbeitsfläche klebt. Wenn ihr euch also genau an die Angaben im Rezept haltet, dann wird es auch nicht nötig sein, dass ihr die Arbeitsfläche bemehlt. Der Teig ist etwas fester und kompakter, ähnlich wie Pizzateig, lässt sich allerdings ganz gut kneten und bearbeiten. Deckt die Teigkugel ab und lasst sie etwa 30 bis 45 Minuten gehen, bis sich das Volumen verdoppelt hat. In der Zwischenzeit bereitet ihr alle Utensilien vor, die ihr benötigt. Ein großes mit Backpapier belegtes Backofenblech, ein Nudelholz und die Masse zum Bestreichen. Das ist flüssiges Butterschmalz oder Butter vermischt mit den Eigelben. Und los geht's mit der Sternenform. Dafür gebt ihr den gegangenen Teig auf eine bemehlte Arbeitsfläche und formt erstmal eine dicke Rolle. Diese teilt ihr in 3 Teile ein, einen großen, einen mittleren und einen kleinen. Wir beginnen mit dem großen, die anderen 2 gebt ihr auf die Seite und deckt sie ab. Teilt das große Teigstück nun auf 4 gleich große Teile auf. Jeder dieser Teile wird nun wie folgt zusammengeklappt und dünn ausgerollt. Wie ihr seht, die Teigplatte sollte in etwa die Größe eures Backblechs haben. Das gleiche macht ihr nun mit den 3 verbliebenen Stücken. Das Resultat sind, wie ihr seht, 4 dünne Teigschichten, die in etwa so groß wie euer Backblech sein sollten. Und sie sollten halbwegs rund sein. Das Gute bei diesem Teig ist nämlich auch, dass ihr ihn schön in Form ziehen könnt, falls das nicht der Fall ist. Diese Schichten werden jetzt mit der Butter-Eigelb-Mischung bestrichen bis auf die oberste. Dann schneidet ihr Schichten folgendermaßen ein. Ihr teilt den Kreis auf 8 Dreiecke auf, achtet allerdings darauf, dass ihr immer 1 cm Rand lasst. Diese Dreiecke werden dann nach außen gefaltet. Dann ist der mittelgroße Teil an der Reihe, dieser wird in 3 gleich große Teile aufgeteilt. Und das gleiche Spiel nochmal, diese 3 Teigstücke werden ebenfalls dünn ausgerollt. Allerdings nicht auf die Größe des Backblechs, sondern sie sollten in etwa in die Mitte des Sternes passen. Im Anschluss werden auch diese Schichten mit der Buttermischung bestrichen. Dieser Kreis wird nun auf die gleiche Art und Weise aufgeteilt, allerdings versetzt. Ihr beginnt mit dem Schnitt nämlich in der Mitte der äußeren Dreiecke. Und ihr schneidet wieder nicht ganz durch, sondern lasst einen kleinen Rand.
Fast habt ihr es geschafft, es folgt nämlich noch der kleine Teil. Den formt ihr einfach zu einer Kugel, drückt diese etwas flach und gebt sie in die Mitte der Sonnenblume. Zum Bestreichen der fertigen Sonnenblume gebt ihr in die Buttermischung einen Schuss Schlagobers hinein. Das sorgt dafür, dass die Sonnenblume später schön glänzt. Abschließend bestreut ihr sie noch mit Sesam oder Schwarzkümmel. Dann sollte eure Sonnenblume nochmal für 15 bis 20 Minuten gehen. Ich mache das folgendermaßen. Ich gebe das Backofenrost über die Blume und dann ein sauberes Küchentuch, damit dieses nicht anklebt. In der Zwischenzeit heizt ihr den Backofen auf 180 Grad Ober-Unterhitze vor. Der Teig ist für diese Variante derselbe, nur die Ausarbeitung ist etwas anders. Den fertig gegangenen Teig formt ihr nicht zu einer Rolle wie in der ersten Version, sondern zu einer Kugel. Wichtig, den Teig dafür bitte nicht kneten, sondern einfach nur mit den Händen zu einer Kugel drücken. Diese teilt ihr, wie ihr seht, erstmal in 4 gleich große Teile auf. Ein Viertel stellt ihr gleich auf die Seite und die anderen halbiert ihr nochmal. Das Resultat sind nun 6 gleich große Dreiecke, die wir dann zu Kugeln formen und wieder dünn ausrollen. Wiederum wichtig, die Dreiecke nicht kneten, sondern so wie ich es mache, einfach zu Kugeln formen. Je weniger ihr nämlich knetet, umso mehr Luft bleibt im Teig erhalten und umso fluffiger wird er am Ende. Wichtig ist, dass ihr den Teig beim Ausrollen immer wieder dreht, damit die Form halbwegs rund ist. Diesmal verwende ich übrigens kein klassisches Nudelholz, sondern eine bosnische Oklagia. Die eignet sich insbesondere zum Ausrollen von sehr dünnen Teigen und die könnt ihr euch selber basteln, indem ihr einfach einen Besenstiel umfunktioniert. Dafür verwendet ihr natürlich einen neuen Besenstiel und ihr könnt ihn dann noch etwas abschleifen. Im Anschluss braucht ihr eine runde, befettete Form, ich verwende hier mein Backspray. Die dünn ausgerollten Teigschichten sollten etwas kleiner sein als die Form selbst. Und wieder kommt die Kalorienbombe zum Einsatz und zwar müsst ihr die Schichten wiederum alle schön mit Butter bestreichen. Ihr unterteilt diese Schichten wie bei der ersten Variante wieder in 8 Teile, die allerdings nicht einfach nach außen geklappt werden, sondern leicht aufgefächert über die Ränder geklappt werden. Steckt die Enden am besten unter den Rand, damit das Ganze auch gut hält. So formt ihr eine Art Kranz. Dann ist das eine Viertel an der Reihe, das ihr am Anfang auf die Seite gestellt habt. Von diesem Teigstück schneidet ihr etwa ein Fünftel ab. Dieses kleine Stück rollt ihr so dünn es geht aus, das wird nämlich das Netz. Diese Teigschicht sollte etwas größer sein als die Kugel, die sie am Ende bedecken soll. Dann macht ihr 1 bis 2 cm lange vertikale Schnitte. Jede Reihe sollte etwas versetzt sein, also nicht parallel zur vorhergehenden. Die verbliebene Teigkugel drückt ihr etwas flach. Das Netz besprüht ihr mit etwas Wasser und gebt es auf einen mit Sesam ausgelegten Teller. Danach gebt ihr es vorsichtig über die Kugel und diese dann schlussendlich in die Mitte eurer Blume.
Die folgenden Schritte sind gleich wie bei der ersten Version. In die Masse zum Bestreichen gebt ihr einen Schuss Schlagobers und bestreicht eure Blume damit. Diese sollte dann für 15 bis 20 Minuten gehen. In der Zwischenzeit heizt ihr den Backofen auf 180 Grad Ober-Unterhitze vor und wenn es soweit ist, wird eure Sonnenblume für 25 bis 30 Minuten gebacken. Und so sieht das Ergebnis aus. Auch wenn euch die Zubereitung dieser zwei Varianten etwas aufwendig vorkommt, probiert diese Sonnenblumen zumindest für festlichere Anlässe oder Feiertage mal aus und ihr werdet sehen, dass die Reaktionen darauf durchwegs positiv sein werden. Außerdem ist es so, je öfter ihr sie zubereitet, umso mehr Routine habt ihr und umso schneller geht das Ganze von der Hand. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Zubereitung und bis zum nächsten Mal.